Servus beieinander, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Heute machen wir mal was ganz Neues oder was Altes. Viele kennen es vielleicht schon, die meisten werden es nicht kennen. Ich finde es ganz lustig, sau praktisch, wenn man es einfach irgendwie immer dabei haben kann. Und es ist halt einfach so ein bisschen Outdoor, ein bisschen Redneck. Deswegen taugt mir das ganz gut. Jetzt zeige ich euch einmal, wie das funktioniert. Und zwar geht es heute um ein kleines Dosenstöfchen, vielleicht gibt es auch einen professionellen Namen dafür, ich weiß nicht. Wenn es einer weiß, wie das heißt, soll er es mal unten reinschreiben. Bei mir heißt es Dosenoverl, Dosenstöfchen. Was man dazu braucht, auf jeden Fall einmal ein paar alte Dosen, die man nicht mehr benutzen mag. Innen sauber und vor allem mit einem Deckel, der richtig luftdicht verschließt zum Schluss. Das ist ganz wichtig bei der ganzen Sache. Dann braucht man ein Haferl, was man nicht mehr mag und vielleicht auch sonst keiner mag in der Familie. Ein Haferl, was man gerne mag. Ein Flachmann mit rum. Und ganz wichtig, ein altes Wachs. Dann braucht man noch einen Papperdeckel. Am besten genug und ein recht scharfes Messer. Das sind mal so die wichtigsten Sachen für die ganze Sache. Ja, dann würde ich sagen, bereiten wir das mal so weit vor und dann starten wir los. Als allererstes, wenn wir uns alles vorbereitet haben, nehmen wir mal eine Unterlage, damit wir uns beim Schneiden leichter tun und nichts kaputt machen. Ein scharfes Messer. Und dann ist ganz wichtig, dass wir Streifen schneiden, die nicht höher sind oder minimal kleiner oder kürzer, flacher als der Rand von den Dosen. Also das heißt, müssen wir mal schauen, wie voll das ist. Da werden es wahrscheinlich so ungefähr 1,5 cm sein. Bei der hier ist es ein bisschen weniger. Ja, und bei der auch. Und dann schneiden wir da jetzt erst einmal Streifen runter. Wichtig bei den Streifen finde ich, also andere machen das halt anders, ich mache das halt auch so, weil ich finde, dass das am besten funktioniert, dass wenn man da die Pappe auswählt, dass man solche Pappe hierher nimmt, die einfach schon mit 3 so Schichten ist, wo möglichst viel flüssiges Wachs dann danach dazwischen passt. Und wenn man es knickt, dann bleibt da immer noch genug Freiraum auf, dass das halt funktioniert, dass man genug Brennmaterial hat, dass man genug Wachsmaterial hat. Das Wachs, das hält quasi, wie bei der Kerzen, das hält beim Brennen, hält es ein bisschen, schützt es die Pappe, dass die Pappe nicht so schnell runterbrennt. Und dadurch habe ich dann relativ langer Feuer da drinnen. Und das ist das Schöne. Das heißt, jetzt habe ich hier halt ein paar Streifen. Schneiden wir noch ein paar runter. Wenn wir die dann nachher alle fertig haben, kommen die quasi hier rein. Werden wir dann hier schön da reinsetzen. So. Bis das ganze Ding dann voll ist. Und genauso machen wir es mit dem da und mit dem da. Ja, und dann zeige ich euch den nächsten Schritt. Jetzt machen wir das schnell fertig. Schneide die ganzen Dinger weg. Und dann schauen wir weiter. Jetzt haben wir ein paar fertig geschnitten. Das sind jetzt einmal die für das Döschen hier. Noch ein kleiner Tipp. Schneidet es wirklich mit einem scharfen Messer. Kann man natürlich auch mit der Schere schneiden. Ist einfacher. Problem ist, bei der Schere drückt sie die Pappe beim Schneiden zusammen und die geht dann auch eigentlich nicht mehr auf. Und wenn die nicht mehr aufgeht, läuft auch kein Wachs rein. Deswegen schön mit dem Messer schneiden, mit einem scharfen. Mit der Schere drückt man es zusammen und dann ist das wie versiegelt da oben und dann wird das kein vernünftiges Stöfchen mehr. Dann fangen wir mal an, die jetzt da reinzulegen. Drücken wir jetzt da so ein bisschen in die Kurve rein. Schauen auch wirklich, dass es nicht zu hoch wird. Na, das passt. In den nächsten rein. Kommt jetzt ja natürlich je auf die Pappe drauf an. Ich würde halt da relativ weiche nehmen, also einen richtigen Karton. Der brennt auch am gescheitsten. Nichts irgendwie mit Plastik oder sonst irgendein Mist drinnen, sondern einen richtig schönen Karton nehmen. Hat den Vorteil, da wird der auch noch verwertet.
kann eigentlich aus allem immer irgendwie noch was machen und das finde ich ganz cool. Dann tun wir das da richtig schön einfädeln. So, ein bisschen auseinanderschirmen. Man muss das also ein bisschen sich anschauen, wie viel Platz das da dazwischen ist. Also sollten nicht zu voll sein, sollten nicht zu wenig sein. Müsst ihr halt ein bisschen ausprobieren, aber das kriegt da jeder hin. So, jetzt haben wir das richtig schön. Jetzt nehmen wir die anderen her. Für die anderen habe ich mal ein paar flachere hergeschnitten, die ein bisschen niedriger sind, weil das einfach von der Höhe nicht so groß ist, damit es da auch sauber reingeht. Machen wir genau das gleiche, fädeln das da wieder ein. So, nächste. Drehen das wieder so ein bisschen, damit gescheit was reinpasst. Wichtig, bevor ihr das Wachs hernehmt, schaut, dass das Ding auch gescheit wieder zugeht. Das funktioniert recht schön. Schauen wir hier bei dem noch. Bei der antiken Schuhcreme. Ich finde diesen Verschluss einfach klasse. Ich finde das echt cool. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Die Schuhdosen immer noch so ein Teil da haben. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. So, geht auch zu. Dann machen wir noch den letzten. Kannst du das Mittelteil auch so vorrollen, dass man einfach so ein kleines Ding da zusammenrollt. Aber wie gesagt, nicht zu eng, weil ein bisschen Platz fürs Wachs brauchen wir auch noch. So, und dann stopfen wir das einfach da in die Mitte rein. So, dann ist der auch fertig. So, jetzt haben wir 3 schöne Dosen. Das war so, dass man sieht. Ich finde es auch cool, 3 völlig verschiedene Verschlüsse. Der hier, wo man in die Mitte drückt, dass er aufgeht, finde ich eine coole Sache. Mal das da, zack, zu. Und das mit dem Drehverschluss. So, haben wir 3 schöne Sachen. Dann geht es weiter zum nächsten Schritt. Das Haarfall, was keiner mehr mag. Ganz wichtig, nicht verwechseln. Altes Wachs, hat auch jeder. Normalerweise schmeißt man es weg oder mir fallen jetzt nicht viele Sachen ein, was man daraus machen kann. Finde ich auch wieder eine schöne Sache. So wird auch das wieder recycelt. Dass man mit den ganzen alten Sachen halt immer noch irgendwas bauen kann. Das finde ich halt einfach klasse. Dass man so wenig wie möglich Müll macht. Meiste kann man eh nicht vermeiden, aber es gibt halt immer ein paar ganz nette Sachen, wo es halt schön ist, wenn man halt nicht so viel Dreck macht. So, das schön in das Haarfall rein. Und das wird jetzt erhitzt, bis es richtig schön flüssig ist, damit man es dann danach da richtig schön reinschütten kann. Jetzt haben wir das Wachs beieinander und weil ja alles so ein kleines bisschen Redneck-mäßig sein soll, machen wir das jetzt so. Haben wir ein Stück Birke runtergeschnitten, da oben ein Loch reinbohrt. Ich glaube, jeder weiß, wie das funktioniert. Das muss ich nicht erklären. Das ist übrigens meine Lieblingsaxt oder Beil. Gerade wieder frisch lackiert.
Ich mag das einfach total gern. Ist unkaputtbar. Das ist super billig oder sagen wir mal günstig. Gut gemacht ist es. Bundeswehr nimmt es her oder nahm es her. Dann haben wir jetzt quasi da ein schönes Ding zum Unterstellen. Dann nehmen wir ein Teelichtel oder Kerzen oder das ist jetzt ein Grablicht, was da schön reingeht. Das ist noch ein Teil, was ich total geil finde. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Das ist das ewige Zündholz. Klar könnt ihr auch Feuerzeug hernehmen, andere machen es mit dem Feuerstahl. Ich mache es jetzt mit dem ewigen Zündholz, weil ich das einfach nach wie vor geil finde. So ein bisschen aufpassen, dass da nichts rausläuft. Und dann brennt es. Zack, aus, da rein, zuschrauben und dann hält es für die nächsten 1000 Jahre. Kann man natürlich auch wieder im Ofen heiß machen oder auf dem Grill oder auf dem Esspit-Kocher oder auf dem Hobo oder auf sonst irgendwas oder später auch auf dem Ding hier. Aber ich mache es halt jetzt so. Wer es anders machen mag, soll es halt dann anders machen. Wichtig ist, dass da gescheite Hitze entsteht. Ja, die entsteht. Da wieder, wie ich immer sage, nehmt 3 Nägel, schlagt 3 ein, weil ein Dreibein kann nicht wackeln. So, stellen wir das jetzt da drauf. Und dann warten wir ein bisschen, bis es geschmolzen ist. Da habe ich schnell die Handschuhe gewechselt, weil das doch ein wenig heiß ist und ich keine Lust habe, mir die Bratzen zum Verbrenner. Schauen wir mal, ob wir das da sauber rausschütten können. Legen wir da mal was unter, dass das gerade steht. So. Da, hier seht ihr es. Schaut aus wie ein Wasser. Jetzt schauen wir mal. So, wieder total mit der Menge verschätzt. Nehmt es nicht zu viel, aber nehmt es auch nicht zu wenig. Perfekt. Ich glaube, das schütten wir ein bisschen ab. So. Das ist zwar eine Riesensauerei da, weil das ganz so flüssig ist, aber mei, sind wir ja draußen, macht ja nichts. Und Wachs steht da eh genug umeinander. Dann haben wir das soweit. Nächster Schritt ist jetzt erst einmal trocknen lassen. Nochmal kurz zum Haarfall. Nehmt wirklich was keiner mehr mag und keiner mehr braucht, weil es ist eigentlich fast unmöglich, dass ihr da den Wachs wieder rauskriegt. Während man jetzt da so wartet, könnte man sich jetzt natürlich theoretisch aus den restlichen Pappstreifen, die man jetzt da noch hat, Lagerfeuer oder Grillanzünder basteln. Muss ich euch aber jetzt nicht zeigen, weil da gibt es genug Bushcrafting-Kanäle von richtig guten Leuten, die zeigen das auch dauernd. Ist eigentlich auch ganz einfach, ins Wachs reinlegen und dann mitnehmen und dann hat man immer was richtig gut Feuer fängt. Zunderersatz, eigentlich eine ganz klasse Sache. Im Prinzip auch nichts anderes wie das, nur dass das im Vergleich noch ein bisschen high-techiger ist als so Streifenzunder oder Wattepads oder sonst irgendwas. Die Döschen sind jetzt schön getrocknet. Sieht man hier, jetzt probieren wir mal aus, wie gut das der Spaß so brennt. Nehmen wir wieder mein ewiges Zündholz. Zack, so schnell geht es. Wie gesagt, ich stehe da total drauf. Bringen wir die anderen in Sicherheit. Ich möchte es nicht gleich ausbrennen lassen. Das ist ja nur mal ein Test. Und das Schöne ist, zum Feuer löschen, fertig. Und schon haben wir 3 wunderschöne Taschenstöfchen. So, jetzt zeige ich euch noch was, wenn wir schon gerade hier beim Stöfchen bauen sind. Das da
Das ist meine kleine Teedose. Vorsichtig aufmachen, dass nichts verschüttet. So, da sammle ich immer alle möglichen Gewürze, Kräuter, ein bisschen Obst und machen wir dann da einen schönen Tee draus. Schütte das mal da drauf. Normalerweise habe ich natürlich kein Papier dabei, aber damit ihr mal seht, was da so drinnen ist. So schaut das aus. Verschiedene Sachen. Ein bisschen kleiner schneiden muss man es manchmal. So, schneiden wir so ein bisschen zusammen. So. Und dann, oh ja, wenn ihr das riechen könnt, hey, oh, das riecht so geil. Ja, und dann habe ich auch das Tee-Ei hier. Da werdet ihr lachen, weil das habe ich nämlich auch draußen im Outback mit dabei. Finde ich eine coole Sache. Und es ist auch echt saupraktisch. Es ist winzig klein. Und vor allem habe ich den ganzen Dreck da nicht in meinem Teewasser drinnen. So, dann machen wir das zu. Und so schaut das dann aus. Das ist halt ein Versuch. Teste ich alles Mögliche, alle möglichen Gewürze, Kräuter, Früchte und so weiter, Beeren. Meistens ist gut, manchmal ist scheiße, aber so ist es halt im Leben. Ja. Immer wieder mein Lieblingsspielzeug her. Und dann machen wir uns jetzt das Teewasser damit warm. So. Dauert halt jetzt natürlich ein bisschen, bis das kocht. Ich hoffe, man sieht ein bisschen was, weil es ist nämlich schon extrem dunkel. Ich habe jetzt hier ein bisschen ein Licht gemacht. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Die zwei können wir wegräumen. Man sieht, dass das schön brennt. Dass das auch einigermaßen sicher ist, die ganze Geschichte. Macht es nicht drinnen in der Wohnung, das wäre natürlich ein bisschen blöd. Aber jetzt lassen wir das Wasser kochen. Das dauert ein bisschen. Und dann schmeiße ich meinen selbstgemachten Tee rein. Für was der ist, zeige ich euch auch noch. Ja, jetzt meins mal ein Lebkuchen. Was euch interessiert, wie man ganz unproblematisch selber Lebkuchen macht, auch im Redneck-Style. Ohne großen Aufwand oder ohne, dass es einen stresst, sondern dass es halt Spaß macht dabei. Dann schreibt es unten rein und dann zeige ich euch das auch einmal. Das Wasser kocht jetzt endlich. Kocht natürlich schneller, wenn man was drauflegt, aber wir haben ja Zeit. Gell? Ich schmeiße jetzt mein Tee rein, lege was drüber. Dann nehmen wir das hier vorsichtig raus. So, ob man sieht, klappt das zu und alles ist erledigt. Feuer ist aus, das ist noch schön warm, man kann seine Finger noch ein bisschen dran wärmen. Man kann es wieder in die Tasche stecken und das ist ungefährlich. Thema erledigt. Jetzt lassen wir den noch ein bisschen ziehen und dann mache ich mal einen gemütlichen Tagesausklang.